irgendwie einer von diesen Tagen, wo du so das Gefühl hast, Gott ist on the move. Ich habe ganz fest das Gefühl, dass Gott heute will etwas bewegen. Dass er Freiheit schenken heute an diesem Morgen. Weißt du, bei Gott ist es so, dort wo es so schmeckt wie daheim, bei ihm daheim im Himmel, dort kommt er mega gerne her. Und ich habe das Gefühl, heute ist irgendwie ein bisschen von diesem Geruch in diesem Raum hinein. So, einfach, hey, jawohl, da bin ich wohl, da will ich kommen, da will ich Einzug halten. Und mein Gefühl ist einfach heute am Morgen, ich glaube, Gott will etwas machen heute an diesem Tag. Und ich hoffe einfach, dass wir ready sind für das, was er will bewegen, für dort, wo er will in unsere Herzen hineinreden und dort, wo er will Änderung bringen, dort, wo er will Freiheit bringen. Hey, ich möchte beten, bevor wir einsteigen mit der Predigt und dann legen wir gerade los. Ja, Heiliger Geist, ich möchte dich einladen an dem heutigen Morgen. Halt du Einzug und du einfach die Atmosphäre heute prägen an diesem Tag. Es geht um dich. Wir wollen dich im Zentrum haben. Wir wollen dich in deiner Herrlichkeit sehen. Wir wollen verändert werden von deiner Liebe heute an diesem Morgen. Und so sind wir jetzt da und sagen dir, wir sind ready für dich und wir machen uns bewusst auf für dein Wirken und für dein Reden, Jesus. Und alle, die einverstanden sind, dürfen gerne mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Hey, wir haben eine interessante Predigtserie, wo wir im Moment drinnen unterwegs sind. Und zwar heisst die Predigtserie Fearless. Also ohne Angst unterwegs sein. Oder wie der Untertitel sagt, Leben ohne Angst. Und wenn so ein Vers willst, so der Poster-Verse für die Predigtserie, um den es eigentlich so geht, die Hauptaussage, der Kern, um den dass es soll gehen, dann kannst du lesen im Philipper 4, Vers 6. Das ist so der Slogan, wenn du willst. Zusammenfassung auf einen Vers reduziert, eine ganze Predigtserie. Und dort steht im Philipper 4, Vers 6, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Hey, ist das nicht ein genialer Zuspruch? Ist das nicht eine geniale Aufforderung, die die Bibel uns da gibt und sagt, hey, wir dürfen und sollen mit allen Sorgen und Ängsten zu ihm kommen, bei ihm abladen. Und ich glaube, sein Wille für unser Leben ist, dass wir tatsächlich ohne Angst dürfen leben. Und weisst, ich habe die Bibel mega gern und ich liebe, wie real Jesus ist. Es ist jetzt nicht so, hey, jetzt habe ich es euch ja gesagt. Jesus ist nicht im Sinn von, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt ohne Sorgen leben. Was sind ihr jetzt so mühsam und habt immer noch Angst und Sorgen? Was soll das, oder? Hey, lebt doch einfach ohne so unter den Teppich wischen und so sagen, hey, Angst und so, das gibt's gar nicht, das brauchen wir gar nicht, das ist eh nur eine Einbildung von deiner Fantasie und so. Nein, ich glaube, die Bibel ist sehr real und Jesus adressiert die wirklichen Ängste, die um sind. Er sagt zu seinen Jüngern, können wir lesen im Johannes 16, Vers 33, sagt er Folgendes. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus erkennt die Realität, wie sie ist, und er sagt, hey, in dieser Welt, da gibt es einfach Sachen, da gibt es Situationen, da gibt es Herausforderungen, die uns Angst machen. Wo außerhalb von unserer Kontrolle sind. Und Jesus sagt, hey, es ist einfach so, dass wir in dieser Welt drin, solange wir noch auf dieser Erde leben, dass wir konfrontiert werden mit Angst. Und dass das einfach eine Realität ist. Und gleichzeitig gibt er aber auch ein Versprechen. Gibt er eine Vision, gibt er eine Zukunft und sagt, aber ihr dürft auch getrost sein im Wissen, dass ich die Welt überwunden habe. Und ich glaube, der Wille von der Bibel und von Gott für unser Leben ist, dass wir wirklich ohne Angst leben dürfen. Dass wir erleben, wie Freiheit Einzug halten und wir die ganz verschiedenen Ängste in unserem Leben dürfen verschwinden und keine Kraft und keine Macht mehr bekommen in unserem Leben drinnen. Und das ist das Ziel dieser Predigtserie. Unser Wunsch ist wirklich, dass wir die verschiedensten Ängste, die es gibt, Angst vor der Zukunft, Angst um Finanzen, Angst vor Menschen, all das, was halt so real halt ist in dieser Welt, wo es gibt, dass wir diesen Ängsten begegnen dürfen und dass wir erleben können, wie Gott Einzug hält und wirklich Freiheit bringt.
Das Versprechen oder die Vision, die die Bibel uns gibt, ist im 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort steht Folgendes: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist wirklich meine Überzeugung und mein Wunsch und mein Gebet für diese Predigtserie, dass wir das erleben dürfen in seiner vollen Entfaltung. Dass der Geist Einzug hält und dass wir erleben und erfahren, dass er Freiheit bringt. Dass Angst nicht mehr muss die Kraft sein, die in unserem Leben die Steuerrad in der Hand hat. Sondern dass wir erleben dürfen, dass dort, wo sein Geist Einzug hält, tatsächlich eine Freiheit über die Ängste darf kommen. Und ich glaube, es gibt so wie zwei Wege, oder ich sehe so zwei Wege, wie das passieren kann. Wie kann man wirklich Freiheit erleben? Wie kann man wirklich einfach erfahren, wie die Freiheit Einzug hält und wie die Angst darf abgeleitet werden. Und ich glaube, der erste Weg ist einfach durch übernatürliches Eingreifen von Gott. So, hey, wenn einfach sein Geist kommt, weißt, das ist nicht etwas, wo du und ich steuern oder kontrollieren oder erarbeiten oder machen, sondern es ist einfach dort, wo Gott kommt, dort, wo sein Geist Einzug hält, dort kommt Freiheit damit. Und ich wünsche mir, und ich sehe mich so fest nach dem, für während dieser Predigtserie und auch an dem heutigen Sonntag, dass wir das erleben dürfen. Dass einfach Menschen dürfen übernatürlich berührt werden vom Heiligen Geist. Freiheit erleben und merken, wie die Angst plötzlich keine Kraft und keine Macht mehr hat. Ist das nicht etwas Wunderschönes, was wir alle wünschen? Wo wir wirklich haben und sagen, mal bitte Gott, mach du etwas. Hey, wenn das du bist, dann möchte ich dich einladen, wenn du dich sehnst nach so einer Freiheit. Wenn Angst kennst und weisst, was das für eine Kraft hat und du die ablegen willst, darf ich dich einfach ermutigen, hey, nimm heute Gebet in Anspruch. Bring die Angst vor Gott und vertrau darauf, dass er übernatürlich kann und wird eingreifen. Hey, Jesus hat den Sieg errungen, verstehst du? Er ist gestorben für dich und mich am Kreuz, auf das nichts mehr Macht über unser Leben muss haben. Er ist König. Und ich glaube, dort, wo das passiert, in unseren Herzen drin, wo wir verstehen, dass er alles ist und das ist etwas, was er kann tun in uns drin, dort gehen Ängste auf die Seite und weichen. Und mein Gebetsanliegen für uns alle ist, dass das heute passieren darf. Einfach durch übernatürliches Eingreifen. Die zweite Art, wie Freiheit kann Einzug halten, ist durch biblische Wahrheit und Weisheit. Jesus hat ganz, ganz viel gelehrt. Er ist nicht nur rumgezogen und hat einfach gebetet, oder so bum, bam, baff und dann ist einfach alles gerade so passiert, sondern er hat auch ganz viel Weisheit gelehrt und seine Jünger unterrichtet. So intensiv, dass er 3 Jahre lang mit denen unterwegs war, tagtäglich, und ihnen zeigt und gelehrt und Weisheit ihnen gegeben hat, wie sie können mit diesen Fragen und diesen Problemen von dieser Welt umgehen. Das ist die zweite Art, wo ich glaube, kann ganz viel Freiheit bringen. Indem, dass wir schauen, was lehrt uns die Bibel und die Weisheit aus der Bibel anfangen, praktisch anwenden. Auf das möchte ich heute mit dieser Predigt zielen. Ich habe ganz viele praktische Punkte. Ich habe es probiert, so praktisch wie nur irgendwie möglich zu machen, dass wir easy To-Dos haben heute am Morgen oder ganz einfache Schritte, die wir gehen können, wenn uns Ängste plagen, um diesen Ängsten zu begegnen. Und ich möchte heute über eine spezielle Angst reden. Heute geht es um Angst um Finanzen. Angst um Finanzen ist das Thema der heutigen Predigt. Wenn Geld zur Sorge wird. Was machst du, wenn dich die Angst um Geld anfängt zu plagen? Wie können wir mit dieser Angst umgehen? Was gibt es für Weisheit aus der Bibel, um dem zu begegnen? Und bevor wir auf die Lösung eingehen, möchte ich noch ein bisschen mehr das Problem anschauen. Was ist eigentlich das Problem? Und ich habe eine ganz spannende Definition von Angst gefunden aus dem Bibellexikon. Und die möchte ich jetzt schnell lesen mit euch. Was das Bibellexikon definiert. Und zwar steht dort, Angst ist im Unterschied von körperlichem Schmerz und rein geistiger Furcht oder Sorge ein den Menschen körperlich und geistig zugleich überwältigendes und beengendes Gefühl. Wobei die Vorstellung einer drohenden Gefahr den Lebensmut und die Seelenfreudigkeit niederdrückt, den Blutumlauf beschleunigt und das Atemholen erschwert. Das klingt also schon ziemlich ernst, oder? Es ist nicht einfach so etwas easy peasy, wo du kannst sagen, ja, tu nicht so blöd, Schwamm drüber, kommt schon gut. Sondern Angst hat ganz krasse, auch körperliche Auswirkungen auf unser Leben.
Ich glaube, wir müssten eigentlich wie sagen, Angst ist eigentlich schon fast, kann man schon fast vergleichen mit einer Krankheit. Und das ist nicht eine Krankheit, wo unser Körper befällt, sondern es ist eine Krankheit, wo unser Herz und unser Denken befällt. Und es hat klare Symptome. Der Blutumlauf wird schneller, also der Puls steigt. Und es wird eng in der Brust. Und es fängt sich an, den Blick klein zu machen. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Du auch schon so Situationen erlebt hast, wo einfach die Angst plötzlich so gross geworden ist und du gemerkt hast, hey, ich habe keine Kontrolle mehr. Das ist ein unglaublich ohnmächtiges Gefühl. Vielleicht kennst du es in der Nacht, wenn du mit in der Nacht aufwachst und merkst, hey, ich habe keine Kontrolle mehr. Und da kommt jetzt wie die schwarze Hand und fängt an, mich klein zusammenzudrücken. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass so Ängste absolut real sind. Ich habe es auch erlebt, selber in meinem Leben. Und ich glaube, dass wir heute am Morgen in der Bibel antworten und Weisheit lernen, wie wir mit solchen Ängsten umgehen können. Und dass am Schluss tatsächlich Jesus grösser ist als die Gefühle und das Erleben. Vielleicht ist es jetzt in deinem Leben nicht ganz so tragisch, wie da beschrieben. Vielleicht hast du jetzt nicht, wenn du an Geld denkst, steigt jetzt dein Puls nicht gerade, oder? Aber vielleicht ist Geld trotzdem auch ein Thema, das für dich herausfordernd ist, das nicht immer mega einfach ist. Das, was wir jetzt anschauen miteinander, ich habe wie so 5 Pillen, die sollen helfen, dieser Herzenskrankheit zu begegnen. Also 5 Medizinpillen aus der Bibel, die du heute Morgen kannst einnehmen kannst, um dieser Angst entgegnen. Wenn es jetzt nicht eine Angst ist, sondern mehr eine Sorge oder vielleicht auch Fragen, wie kannst du mit Geld gescheit umgehen, hey, das funktioniert auch für das. Gell? Also die Pille ist mega coole Medizin, funktioniert für alle möglichen Krankheiten und Symptome, ist so ein Allerheilswelt-Heilmittel. Genau, das gibt es heute Morgen für dich. Also ich habe 5 Punkte, 5 Pillen, wie du dieser Herzenskrankheit kannst begegnen, wenn es Angst ist. Und das Erste, was man ja eigentlich so wie müsste festhalten, ist wirklich ein fieser Punkt, wenn du die Angst tatsächlich hast. Aber man muss doch sagen, es ist nicht eine mega rationale Angst. Angst um Finanzen in unserer heutigen Zeit in der Schweiz ist nicht so die mega rationalste Angst von allen Ängsten. Also, ich sage schnell, was ich meine damit, bevor ihr jetzt da anfängt Stein rühren. Ich will schnell erklären, was ich mit dieser Aussage genau meine. Also wenn ich jetzt da eine Umfrage machen, da in diesem Raum und drinnen sagen, okay, alle mal Hand aufstrecken, wo jemand kennt, der verhungert ist. Gehe ich schwer davon aus, dass jetzt da keine Hand aufgehen wird, oder? Ja, genau, geht keine Hand auf, oder? Wenn du die gleiche Frage gestellt hättest, zu der Zeit von Jesus, wo er gelehrt hat, hey, habt keine Sorge, ihr müsst keine Angst haben um Geld. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, was essen ihr morgen? Wenn du dort die Umfrage gemacht hast, wenn du gesagt hast, dort, diesen 5000 Leuten, die dort gerade zugelassen haben, wenn Jesus dort gesagt hat, also alle mal Hand aufheben, wo jemand kennt, der verhungert ist. Da wären ziemlich sicher einige an Hand aufgegangen. Also, es ist heutzutage nicht mehr die gleiche Bedrohung, wenn es um Geld geht, wie es damals war. Also wir müssen verstehen, die Angst um Finanzen war damals eine lebensbedrohliche Angst. Also da ist es ans Leben gegangen. Das ist heute nicht der Fall. Und trotzdem ist die Angst nicht weniger real. Es gibt den spannenden Begriff von der Gelddysmorphie. Gelddysmorphie. Und das ist eine Studie, die gemacht worden ist, wo Umfragen gemacht worden sind bei jungen Menschen und sie gefragt worden sind, ob was Geld und Sorge bei ihnen auslöst. Und die Studie, also Gelddysmorphie, definiert sich wie Folgendes: trotz hohem Einkommen irrationale Angst, zu wenig Geld zu haben. Also es gibt tatsächlich viele Leute, die viel Geld verdienen. Also wir reden da von guten Einkommen, 100'000 plus im Jahr. Also nicht irgendwie so wenig, wo du jetzt müsstest schauen, wie du Schlag kommst. Und die sind trotzdem plagt von der Angst, dass sie die nächste Rechnung nicht zahlen können. Also nicht im Sinn von, ja, dann langt es nicht für den Ausgang oder so, sondern wirklich eine reale Angst, dass das, was sie haben, nicht langt, um die essentiellen Bedürfnisse vom Leben zu befriedigen und zu zahlen. Also die sind plagt von der Angst, dass sie die nächste Rechnung nicht zahlen können. Obwohl die Realität ganz anders aussieht, obwohl sie ja eigentlich schon immer gelangt hat und auch wird wahrscheinlich immer lange, sind sie trotzdem plagt
von dem Gefühl von, hey, es langt vielleicht ja trotzdem nicht. Und die Umfragen haben ergeben, dass 43% von allen jungen Menschen betroffen sind von dieser Furcht oder von dieser Angst, dass das, was wir haben, nicht langt. Also, obwohl es vielleicht eine mega irrationale Angst ist, ist es trotzdem eine mega reale Angst. Und es macht sie nicht weniger einflussreich in unserem Leben, ja? Und dieser Krankheit vom Herz möchten wir heute Morgen begegnen. Also ich habe 5 Punkte für euch heute Morgen, wie wir können dieser Angst, wenn es um Finanzen geht, begegnen. Der erste Punkt möchten wir gerade lesen aus Matthäus 6, 25 und 33. Alle, die sich ein bisschen auskennen in der Bibel, haben schon gewusst, der Vers kommt ganz sicher heute. Jawohl, er kommt. Ich möchte ihn vorlesen aus Matthäus 6, 24 bis 25. Dort steht, ein Mensch kann nicht 2 Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das ist der Vers 33, Konklusion von dem, was Jesus dort gelehrt hat auf dem Berg. Wo er gesagt hat, hey, wir sollen uns keine Sorgen machen und die Realität von wir können 2 Herren gleichzeitig dienen. Und das ist wie die erste Pille, die ich uns heute Morgen verschreibe, ist, wenn wir Angst haben um Geld, wenn Geld challenging ist für uns, dann müssen wir unsere Prioritäten klären. Das Erste, was wir machen müssen, ist aufs Wesentliche achten. Wenn wir wissen, um was es geht im Leben, was unser Auftrag ist auf dieser Welt, für was uns Gott in die Welt hineingestellt hat und für was er uns berufen hat, dann wird Geld sekundär. Es wird nicht zum Feind. Also verstehe mich richtig, und das ist auch nicht, was die Bibel sagt. Geld ist nie der Feind. Geld ist grundsätzlich neutral. Aber wenn Geld zum Herrscher wird, dann sind Katastrophen vorprogrammiert. Geld ist ein ganz, ganz schrecklicher Herrscher. Aber Geld ist auch ein ganz genialer Diener. Verstehst du, was ich meine mit dem? Ich habe als Beispiel mir überlegt, wie kannst du das zeigen? Stell dir mal vor, für einen Moment im Kreuzpunkt in unserer Kirche wäre Geld der Herrscher. Wie würde das aussehen, oder? Was würde das machen mit uns? Was würde das für eine Kirche dann produzieren, wenn Geld der haupttreibende Faktor wäre für unsere Kirche? Wenn es nur darum geht, so viel Geld wie möglich anzuhäufen, so viel Reichtum wie möglich zu sammeln, wenn das die treibende Kraft ist, wenn das der Herrscher ist, wenn es um das geht, ich meine, dann würden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr auf den 10. eingehen, wahrscheinlich jeden Sonntag den Kübel rumgehen lassen, 1 bis 2 Mal pro Sonntag, oder? Und das würde ganz eine andere Dynamik geben. Und wir werden uns alle einig, hey, das ist nicht gut. Da kommen ganz viele zerstörerische Kräfte rein. Das sind schlechte Motive am Laufen. Und das ist wahr. Wenn Geld zum Herrscher wird, und das ist für jedes von unseren Leben auch so, dann ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Weil du kannst nie genug haben, es wird nie dein Loch wirklich füllen, sondern wenn du mit Geld richtig umgehen willst, dann muss Geld den richtigen Stellenwert haben. Und Geld ist ein Diener. Geld soll immer einer Vision dienen. Und so wollen wir es machen bei uns im Kreuzpunkt. Hey, wir haben eine Vision, wir haben einen Auftrag als Kirche. Und Geld ist genial, versteh mich richtig. Das hilft unglaublich viel, dass wir dieser Vision konkrete Schritte entgegen gehen können. Und das ist mit deinem Leben nicht anders. Wenn du weißt, um was es geht, für was du berufen bist, was Gott mit dir will bewirken auf dieser Welt, dann kann Geld vor Angst zum Diener werden. Dann kann es dir helfen, die Vision zu verfolgen und dort einen Unterschied zu machen. Und Gott lehrt uns, hey, kümmert euch zuerst um mein Reich. Dort, wo wir verstehen, was Gott mit uns will bewirken in dieser Welt, dort kann Geld zum genialen Diener werden. Das ist die erste Pille, die ich uns verschreibe, wenn Geld und Sorgen kombiniert sind. Wir müssen neu lernen, aufs Wesentliche zu schauen. Der zweite Punkt ist aus Hebräer 13, Vers 5. Im Hebräer 13, Vers 5 steht Folgendes: Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen.
Das gibt uns Mut und wir können voller Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Ich finde es mega spannend, wie da Geld und Angst kombiniert ist in der Bibel, wie das aufgezeigt wird, hey, Geldgier und Angst, wie nah das zusammen ist. Und das ist mein zweiter Punkt. Lass kein Armutsdenken zu. Lass kein Armutsdenken zu. Armutsdenken, kennst du das? Das ist so die Stimme im Hinterkopf, die sagt, hey, ich muss mehr haben. Schau jetzt mal, was der andere hat. Wenn ich das auch hätte, dann wäre ich zufrieden, dann wäre ich glücklich. Hey, ich muss einfach jetzt schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Und es ist immer so die Stimme, die dir nachher sagt, hey, du hast eh zu wenig. Und es fehlt uns und ich armer Tropf. Und schau mal, der andere hat viel mehr. Es gibt so der andere hat mehr und ich habe zu wenig Gedanken. Und die kommen manchmal mega schnell durch. Ich weiss nicht, ob du schon mal so ein Klassentreffen gehabt hast, wo du dich mit deinen alten Klassengespendli wieder triffst, oder? Und dann ist ja gleich mal so ein Schaulaufen, oder? Hey, wer hat was erreicht, wer ist wie weit gekommen im Leben, wer ist eigentlich schon verheiratet, wer hat noch kein Kind und wer hat da schon die Family am Laufen, wer hat Karriere gemacht. Und dort merkst du dann gleich mal, okay, wie sieht es aus mit meinem Armutsdenken? Wenn du in so ein Treffen reinlaufst und das Gefühl hast, hey, alle anderen haben eh mehr als ich und haben viel mehr erreicht als ich und denen geht es sowieso viel besser als mir, armer Tropf, und ich habe zu wenig. Dann würde ich sagen, ist das ein klares Zeichen von Armutsdenken. Dass wir es zugelassen haben, dass wir aus einer zu wenig Perspektive daraus leben. Und ich habe ganz einen konkreten Schritt aus dieser Bibelstelle für dich, was du kannst machen. Wenn dich immer wieder mal das Gefühl überfällt, von die anderen haben mehr und ich habe zu wenig, was dann kannst du machen? Die Bibel sagt es schon da. Ich lese es nochmal. Da steht, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Das ist die Pille gegen Armutsdenken. Schau auf das, was du hast. Kultivier eine Dankbarkeit. Das ist ein Schlüssel, wie du kannst Angst um Finanzen begegnen. Wenn du anfängst, dankbar zu sein für alles, was du schon hast. Und hey, wenn du mal anfängst aufschreiben, dann bin ich mir sicher, dass du eigentlich fast nicht mehr aufhören zu schreiben, was du nicht alles hast, für das, dass du dankbar sein kannst. Wenn dir das schwerfällt, die Liste zu schreiben und du jetzt gerade so instinktiv denkst, ja vergiss es, die Liste hat bei mir 3 Sachen drauf, dann fang bei den Socken an, verstehst du? Wenn du bei den Socken anfängst und nachher zu den Unterhosen weitergehst, dann wirst du im Fall eine mega lange Liste plötzlich haben und das ist genau der Schlüssel von der Dankbarkeit. Wenn du Armutsdenken hast und du hast zu wenig, dann fang bei den Sachen an, die du hast und fang an, Jesus Danke sagen. Für all das, was du schon hast. Okay, das war die zweite Pille für euch. Die dritte Pille, im Englischen sagt man manchmal so, that's a tough pill to swallow. Das ist jetzt eine von diesen Pillen, die nicht so mega easy runtergeht. Die ist vielleicht für die einen oder anderen ein bisschen im Durchmesser mega gross. Das musst du jetzt vielleicht mit Joghurt, ich weiss auch nicht, was ihr da alles für Tricks habt, um grosse Pillen zu schlucken. Das könnte für den einen oder anderen so eine Pille sein. Und du denkst, Mama mia, die geht nie runter. Vergiss es, das geht nicht, die kann ich nicht nehmen, oder? Vielleicht ist der nächste Punkt für den einen oder anderen so eine Pille. Und ich möchte den Bibeltext zuerst lesen. Malachi 3, Vers 10 ist unsere nächste Medizin. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Also die Bibel fordert uns auf, Gott zu testen. Gott selber redet da. Das ist der Prophet, der redet für Gott und sagt, Gott sagt, hey, testet mich. Gebt den 10. und schaut, was passiert. Und das ist mein nächster Punkt. Ich glaube, wir müssen immer wieder bewusste Vertrauensschritte gehen mit Gott. Er ist unser Versorger schlussendlich. Er ist der, der die himmlischen Lagerräume hat. Und wenn wir anfangen darauf vertrauen, dass er uns versorgt, dann wird die Angst kleiner werden in unserem Leben. Und das ist manchmal ganz ein schwieriger Schritt zum Gehen. Ich habe letzte Woche die Predigt schon mal gehalten und sie ist nachher nach der Predigt zu mir gekommen und hat mir erzählt von ihrem Leben. Und hat gesagt, weisst du, Micha, Finanzen in meinem Leben sind tragisch gewesen. Obwohl dass ich eigentlich recht viel Geld hatte, habe ich immer zu wenig gehabt.
Und das hat dazu geführt, dass ich verschuldet war, dass ich Leasings hatte, dass es hin und vorne nicht gelangt hat und dass wirklich so die Sorge und die Angst um Geld tatsächlich immer grösser geworden ist in meinem Leben. Und sie hat dann erzählt, wie sie zu Jesus gekommen ist und wie ein Pastor ihr gesagt hat, sie soll den Zehnten geben. Und sie gefunden hat, spinnst du eigentlich? Wie soll das gehen? Wie soll das bitte schön gehen, dass ich da den Zehnten soll geben? Du siehst doch, es langt hin und vorne nicht einmal für mich selber. Und sie hat dann unter Tränen im Auto beschlossen, dass sie es doch probieren will. Und sie hat gesagt, dort hat irgendwie etwas gekehrt und es hat eine neue Mentalität darin hineingebracht. Und jetzt lebt die Person komplett anders. Sie sagt immer noch, es ist nicht irgendwie im Ultraluxus, aber die Angst um Finanzen hat sich dort im Moment wie gebrochen und hat gekehrt und es hat angefangen, einen Unterschied Einzug zu halten. Und ich möchte dich heute Morgen einfach herausfordern, gang bewusste Schritt vom Vertrauen auf Gott. Ganz bewusste Schritt vom Vertrauen auf Gott. Vielleicht ist das für den einen oder andere von euch, dass ihr sagt, okay, ich will den Zehnten geben. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, aber Micha, du hast doch vorher gesagt, es geht da nicht um Geld oder so, hey, gebt es irgendwo anders her, ist mir egal. Aber fang da den Zehnten geben. Weil es ist ein aktiver Schritt vom Vertrauen auf Gott. Man sagt mit diesen 10%, die man weggibt, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir komplett, dass du auch die 90, die übrig bleiben für mich selber, ich finde, das ist eigentlich ein relativ grosszügiger Deal von Gott, oder? Eigentlich gehört ja alles ihm und er sagt in seiner Gnade drin, hey, du kannst im Fall 90% behalten. Ich finde, das ist eigentlich recht grosszügig und er sagt, gib 10% weg auf das, ich die 90, die du noch hast, segne. Und er sagt sogar, hey, test mich und schau, ob das nicht einen Segen bringt, ob dann nicht die Schleusen vom Himmel über dir und deinem Leben anfangen aufgehen. Und ich möchte dich einfach herausfordern, einen neuen, bewussten Schritt vom Vertrauen auf Gott gehen. Hast du gewusst, dass es sogar säkuläre Finanzgurus gibt, die da Bücher schreiben, oder? Die da sagen, hey, wie kannst du reich werden? Und die Bücher, die kennt man immer wieder mal gerne in den Top 10 Sellers oder Best Time Sellers. Und es gibt im Fall etliche, die dort drin schreiben, fängt an, Geld weggeben. Weil das ändert etwas mit deinem Denken. Es macht einfach etwas mit dir. Und ich glaube, das ist einer von den Gründen, wieso dass Gott sagt, hey, sind grosszügig. Testet mich, ob sich das nicht lohnt, grosszügig zu sein mit anderen Menschen. Also konkrete Schritte gehen. Vom Vertrauen auf Gott, wenn es um Finanzen geht. Wir haben das gelernt und gemacht, als wir auf Australien gegangen sind. Wir haben eigentlich kein Geld gehabt oder sicher nicht genug Geld zum gehen. Und wir haben dort wie einen bewussten Schritt müssen gehen. Gott hat uns gerufen und wir haben gesagt, hey, obwohl das Geld nicht da ist, wir vertrauen darauf, Gott, dass du es gut machst. Und eigentlich habe ich erwartet, dass wir nachher leiden und immer wieder so ein bisschen, weißt, vom Hand ins Maul. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen auf das gefreut. So im Sinn von, hey, dann lernst du mal, wie das Leben auch sein kann und so. Und es ist ganz anders gewesen. Gott hat immer treu uns versorgt. Er hat uns mit Überfluss beschenkt, so dass wir sogar anderen Menschen haben können, Studiengebühren zahlen etc. Nicht, weil wir irgendwie mega gut mit Geld umgegangen wären, vielleicht auch, aber sondern weil Gott einfach treu war und uns immer wieder gesegnet hat. Und ich glaube, so ist er einfach. Wenn wir darauf vertrauen, dass er der Versorger ist, dann versorgt er auch. Okay, das ist jetzt die Tough Pill to Swallow gewesen. Der nächste Punkt, den ich habe für euch ist aus dem 1. Petrus 5, Vers 7. 1. Petrus 5, Vers 7. Dort steht, deshalb beugt euch unter die mächtige Hand Gottes. Dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ich habe mal psychiatrische Betreuung gehabt, bin ein Psychiater gewesen, regelmäßig, und der hat mir etwas ganz Spannendes erzählt. Der hat immer wieder erzählt von seinen Fällen. Und eines Tages sind wir dann so darauf zu sprechen gekommen, so, hey, wie gehst du eigentlich damit um, dass du tagtäglich tragische Storys hörst? Und dass du so die Abgründe, sage ich jetzt mal, vom menschlichen Leben irgendwie immer wieder mal erlebst und siehst. Wie gehst du mit dem um, oder? Und er hat dann erzählt, ja, seine Frau hat sich angefangen, dann eines Tages zu beschweren und hat gesagt, hey, schau, immer wenn du mit deinen Patienten bist, dann bist du der Beste, oder? Dann hilfst du, dann bist du hilfreich, dann bist du einfühlsam, dann bist du liebevoll und dann bist du eigentlich quasi so die beste Version von dir selber, oder? Für deine Patienten. Aber sobald du heimkommst, ist irgendwie nichts mehr übrig für mich und für meine Family.
Und das hat ihn mega challenged. Er hat gesagt, hey, wie kann ich das machen? Wie kann ich in meinem Job unterwegs sein? Und diesen Menschen helfen, sodass am Schluss noch etwas übrig ist für die Menschen, die mir eigentlich Gott am nächsten anvertraut hat, nämlich für meine Family und für meine Frau. Wie kann ich das machen? Gott hat ihm eine Taktik gezeigt oder ein Ritual gezeigt, wie er das machen kann. Und er hat gesagt, schau, ich habe angefangen, jeden Abend, bevor ich heimgehe, das Dossier nehmen an dem Tag, wo ich bearbeitet habe. Und ich habe es aktiv in eine Schublade reingetan. Das war so meine Gott-Schublade. Und ich habe gesagt, Gott, mit diesem Akt gebe ich es jetzt in deine Hände. Und jetzt tust du um das sorgen. Jetzt tust du es tragen. Ich kann es jetzt gerade nicht mehr haben. Jetzt musst es du haben. Ich gebe es in deine Hand. Und er hat es abgeleitet in einem bewussten Ritual. Er hat gesagt, ja, später hat er es dann nicht mehr so physisch machen müssen. Aber es hat eine Zeit lang gebraucht, dass er es jeder, bevor er heimgegangen ist, das physisch gemacht hat und gesagt, ich lade Gott meine Sorgen jetzt bei dir ab, ich gebe sie in deine Hand. Hey, und vielleicht ist es ein Ritual, das du auch brauchen kannst. Wenn du Angst oder Sorgen um Geld hast, wie wäre es, wenn du vor dem ins Bett gehst, dein Portemonnaie nimmst und als Schritt vom Vertrauen sagst, Gott, das ist mein Geld. Alle meine Sorgen, alles, was mich beschäftigt und ich gebe es dir jetzt ab. Dann gib es Gott ab. Du es von mir aus in eine Schublade, wie auch immer das funktioniert. Und sag, mach das physisch so. Eine Zeit lang mach das physisch und sag, ich gebe das jetzt bei dir ab. Und du trägst das jetzt für mich. Bis ich am nächsten Morgen wieder aufwache und das wieder für mich kann in Anspruch nehmen. Aber mindestens über die Nacht, dass ich schlafen kann, Gott, lege ich es bei dir ab und du hebst es jetzt für mich. Wir dürfen unsere Sorgen bei Gott ablegen. Die Ängste, die uns plagen, dürfen wir bei ihm sicher aufgehoben wissen. Und vielleicht brauchst du so ein Ritual, das dir hilft, zu lernen, die Sorgen abzulegen. Und wenn es dann wieder kommt, dann kannst du sagen, halt, stopp, ich habe das jetzt nicht. Das ist ja bei Gott, er hat das jetzt. Er sorgt sich jetzt um das, ich kann gerade nicht. Kommt dann schon wieder der Morgen, wo du es wieder tragen darfst. Aber wir dürfen lernen, unsere Sorgen bei Gott abzuladen. Der letzte Punkt ist der. Weisheit geht einen weiten Weg. Weisheit geht einen weiten Weg. Wir können lernen, mit Geld gut umzugehen. Das ist ein Skill, den man sich aneignen kann. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Geld für dich ein schwieriges Thema ist, dann nimm Hilfe in Anspruch. Es gibt Menschen, die sind weise und haben gelernt, wie man das gut macht. Wir haben etliche Menschen, auch bei uns in der Kirche, die dir ganz viel Weisheit mit auf den Weg geben können. Wenn du nicht weißt, wie man ein Budget macht, wie das genau funktioniert, wie plant man finanziell für die Zukunft, dann gibt es Menschen da bei uns im Kreuzpunkt, die dir gerne helfen würden, die dir gerne von dem, was sie schon gelernt haben, weitergeben, die dir gerne unter die Arme greifen und sagen, okay, komm, sitzen wir zusammen her, ich zeige dir, wie man das gut machen kann. Weisheit geht einen weiten Weg. Und man darf Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man nicht weiss, wie man mit Finanzen gut umgehen soll. Es ist nicht ein beschämender Schritt, sondern es ist ein Schritt, der zeigt, dass man reif ist. Der Mensch, der versteht, dass er Hilfe braucht und Hilfe in Anspruch nimmt, ist ein reifer Mensch. Und wenn du merkst, hey, Finanzen machen mir Sorgen, vor allem auch, weil es so unkontrollierbar ist für mich. Ich habe wie keinen Griff um Geld. Das kann man lernen. Und Weisheit kann dich da ganz viel vorwärts bringen und kann helfen, dass die Angst nicht mehr so eine Macht muss haben in deinem Leben. Hey, so möchte ich beten mit uns. Nochmal die 5 Pillen von heute mit dir anschauen. Hey, wir müssen lernen, aufs Wesentliche schauen. Wir müssen lernen, Geld nicht zum Herr machen, sondern dass Geld ein Diener darf sein. Wir müssen lernen, Armutsdenken nicht mehr zulassen. Dankbarkeit entwickeln. Wir müssen lernen, bewusste Vertrauensschritte gehen mit Gott. Wir dürfen unsere Sorgen bei Gott abladen. Und Weisheit geht einen weiten Weg. Ich möchte beten mit uns zusammen, dann lade ich die Band schon mal ein, um nachher mit uns einsteigen in eine Zeit der Anbetung, wo wir Gott im Himmel mit Liedern nochmal anbeten wollen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es im Griff hast. Dass du ein Gott bist, der unsere Sorgen tragen will. Dass du einer bist, der sagt, komm und lad ab bei mir.
Und mein Wunsch ist, dass dort, wo Sorgen jetzt sind, an dem heutigen Tag, dass Menschen zu dir kommen können und die bewusst und konkret abladen bei dir. Lieber Vater, ich lege dir die Menschen her. Dort, wo die Herzen mit Sorgen beladen sind, zieh du jetzt ein, Jesus. Und du deinen Sieg erringen. Amen. Amen. Lass uns jetzt einsteigen in eine Zeit der Anbetung, wo wir zu dem guten Gott kommen dürfen. Vielleicht ist jetzt auch der Moment für dich, wo du die Sorgen bewusst kannst in dieser Zeit abladen. Vielleicht merkst du jetzt auch, hey, ich will gerne Gebet in Anspruch nehmen. Ich möchte gerne mit jemandem für diese Sorgen beten. Hey, ich darf dich einladen, das Gebetsteam ist gerne bereit für dich. Ich bin gerne bereit zum Beten mit dir. Auf dass Gott doch etwas tut in unserem Leben. Amen.